Hallo Schnuggis, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine Lieblingssachen zeigen und zwar sind da auch Beauty-Sachen dabei, Klamotten und natürlich unbezahlte Dinge. Und entschuldigt bitte dieses Ding hier, kann man nichts dagegen tun. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, da fangen wir mit den Beauty-Sachen an und zwar habe ich hier ein Deo von Garnier Mineral. Das hat sich meine Mama mal gekauft. Ich habe das von ihr benutzt. Sie wollte es natürlich nicht. Dann habe ich mir auch eins gekauft, weil das ziemlich gut riecht. Das riecht so blumig. Das riecht so blumig. Ja, ich bin jetzt nicht so gut im Beschreiben, aber das riecht halt so blumig und sommerlich. Das hält aber keine 48 Stunden. Hier steht, dass es 48 Stunden hält. Das kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber es hält gut und es riecht gut. Das ist die Hauptsache. Gehen wir weiter zum Make-up und zwar ist es das Make-up von Clinique. Beyond Perfecting Foundation und Concealer zusammen in einem. Ich finde es sehr gut, es deckt sehr gut, das hält auch ziemlich lange, also da ist halt schon viel drin, okay, mittlerweile jetzt nicht mehr. Aber ich finde, es deckt gut, auch wenn es jetzt hier mein Pickel nicht gedeckt hat, aber ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Auf jeden Fall macht es irgendwie die Haut so glatt und weich und es, wie gesagt, deckt gut und ich finde das perfekt. Dann machen wir weiter mit zwei Nagellacken und zwar ist es einmal der hier von Trended Up in der Farbe 090. Ich finde die Farbe schön, schön für den Sommer und geht natürlich auch für den Herbst. Deckt sehr gut und bin zufrieden. Dann habe ich hier noch einen Nagellack von Nanunana. Und zwar bin ich auf der Suche die ganze Zeit nach weißen Nagellacken. Finde aber nie einen. Der hier ist matt, steht auch hier drauf, ist mittlerweile schon weg. Das ist jetzt schon der zweite, den ich mir hole. Den gibt es leider selten bei Nanunana. Kostet 2,50 € Und ja, ich finde, der deckt gut. Muss man halt zweimal auftragen. Aber ansonsten ist der gut. Wenn ihr aber einen guten Nagel, weil ich finde weiße Nagellacke sind ein bisschen schwierig. Wenn ihr einen guten weißen Nagellack für mich habt, dann schreibt bitte gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mal, ob ich nicht einen neuen Nagellack versuche. Kommen wir zum Lip Liner und zwar ist es einmal der von Manhattan in der Farbe 59Y. Den trägt Maren sehr gerne und bei ihr sah das so schön aus und das hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich mir auch eins besorgt. Seitdem habe ich es immer. Ich trage ihn auch sehr gerne, den habe ich jetzt leider nicht auf. Ich habe, wo ist der denn jetzt hin? Hier. Ich habe gerade den hier drauf, der ist von Douglas, also von Douglas selbst, der Marke. Und die Farbe ist jetzt leider schon weg. Ich meine, der wurde auch schon so ein bisschen durchgenommen. Den habe ich schon sehr oft benutzt, deswegen war anfangs mein Lieblings-Lip-Liner. Den habe ich lange nicht mehr benutzt, außer heute. Dachte ich mir mal, ich probiere den mal aus, aber ansonsten benutze ich eigentlich sehr gerne den hier, 59Y. Ich habe hier noch einen Lip Liner von Manhattan und zwar ist es der braune hier in der Farbe 94F. Ich finde den auch sehr schön, der ist etwas dunkel und die kosten auch nicht so viel. Die kosten ungefähr 1,79 ungefähr. Finde ich, geht eigentlich für einen Lip Liner und der ist sehr schön. Bin zufrieden. Kommen wir zu meinem Lieblingsteil und das sind die Klamotten. Ich habe hier ein Kleid, also für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, weil ich das ja auch jetzt nicht so groß gemacht habe. Ich war in New York. Das war so schön. Ich war in New York und habe mir ein Kleid gekauft für die Fashion Week. Und zwar hatte ich mir das hier bestellt. Für die Fashion Week eigentlich. Leider kam es später an, also als ich zurückgekommen bin, kam das Oberteil an. Erzähle ich gleich. Auf jeden Fall habe ich mir das hier von Forever 21 gekauft. Das seht ihr gleich nochmal hier. Habe ich mir das blaue von Forever 21 gekauft für die Fashion Week. Ich musste mir halt schnell eins aussuchen, hatte leider keine Zeit, mich da jetzt großzügig zu bedienen. Habe mir jetzt halt das, wie gesagt, ausgesucht. Ich finde das sehr schön. Hat $12 gekostet
ziemlich günstig. Das war auch reduziert, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, ich finde das schön. Das ist eng, das ist schön betont und ja. Dann habe ich hier noch ein Oberteil, was ich ziemlich gerne anziehe, trage. Das Oberteil ist von New Yorker. Das war auch günstig, ich glaube 10 Euro hat es gekostet. Das habe ich mir vor New York gekauft. Für New York habe ich mir das gekauft und ich liebe es. Das hat also die Ärmel, die Schulter sind hier frei. Wie man so schön sagt, ich zeige meine kalte Schulter. Es gibt so eine Werbung dafür. Auf jeden Fall finde ich sehr schön und hat hier so ein bisschen Wollkragen. Und ich liebe es. Könnte ich am liebsten fast jeden Tag tragen. Aber mein absolutes Lieblings-Top-Oberteil ist dieses Oberteil hier. Ich habe mir das von Mark One bestellt, bevor ich nach New York geflogen bin. Ich wollte das eigentlich für die Fashion Week anziehen. Ging leider nicht, weil das Oberteil sehr spät ankam. Sie haben mir auch relativ spät Bescheid gegeben, dass das ausverkauft ist und bis das neu gelagert wird und. Dann kam es an, als ich in New York war. Ich bin froh, dass ich es jetzt aber habe. Ich ziehe es wahrscheinlich dann zu meinem Geburtstag an. Habe ich mir jetzt mal so vorgenommen. Ich habe übrigens am 6. Mai zu George Clooney. Und ja, ich liebe es. Ich liebe sowieso allgemein Spitze. Kommen wir zum schönsten, allerschönsten. Es ist unbezahlbar. Und zwar das Erlebnis in New York war meine Lieblingszeit in diesem Jahr bis jetzt. Und zwar habe ich mir ein Souvenir gekauft, eine kleine Freiheitsstatue. Das ist mein Lieblingsgegenstand geworden. Ich liebe es. Das ist mein kleiner Glücksbringer. Ich habe den immer bei mir. Hey, ihr denkt jetzt bestimmt, ich bin bekloppt, ey. Auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr mich versteht, war die Reise unbezahlbar. Mit meiner Mutter 3 Tage in New York, es war traumhaft, das war meine absolute Lieblingszeit. Da habe ich natürlich mir nicht entgehen lassen, eine Freiheitsstatue mitzunehmen. Da sieht man noch die Brooklyn Bridge und Empire State Building und Top of the Rock und das andere weiß ich nicht. Das toppt alles. Mein absolutes Lieblingsstück. So, Schnuggis, das war's schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe bald meine 1000 Abonnenten. Ich freue mich riesig darauf. Wenn ihr Lust habt, mache ich gerne einen Snapchat Q&A. Dafür brauche ich aber euch, weil der eine oder andere hat mich schon mal auf Snapchat gefragt, ob ich nicht eins mache. Ich dachte mir immer so als Special mache ich einen bei 1000 Abonnenten. Also wenn ihr Lust habt, folgt mir gerne auf Snapchat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis dann. Tschüss.